Ich möchte jetzt gerne unterbrechen, weil ich gesehen habe, dass unser Bürgermeister der Stadt Regensburg, Herr Wohlbergs, zu uns gestoßen ist. Und möchte sehr gerne Herrn Wohlbergs begrüßen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei der Premiere des ersten Bayerischen Fachärztetages, der in Regensburg ist, hier zu uns zu kommen. Sie sind ja berufen aus dem Gebiet des Sozialen, des Verwaltungsbereiches, dem Sie vorstehen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen und bitten, vielleicht an uns ein paar Worte zu richten. Grüß Gott, Herr Wohlbergs. Lieber Herr Bertl, meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, zunächst mal bitte ich um Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Sie haben ja schon eher angefangen, aber bei mir ging es leider vorher nicht. Es ist aber, glaube ich, auch im Vorfeld so kommuniziert worden, dass ich erst jetzt komme. Ich will Ihnen sagen, warum ich gerne gekommen bin. Also Sie haben mit dem ersten Bayerischen Fachärztetag natürlich genau den richtigen Standort gewählt, das ist ja klar. Sie befinden sich nämlich in der eigentlichen Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Ich freue mich, dass der Herr Landrat auch da ist. Herr Mirbeth, hallo, herzlich willkommen. Sie befinden sich in der eigentlichen Landeshauptstadt des Freistaates Bayern. Das erzählen wir bei solchen Anlässen immer ganz gerne. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Vor 4 oder 5 Jahren haben die Münchner ganz bombastisch ihr 850-jähriges Stadtjubiläum gefeiert. Das ist eine Zahl, über die können wir nur müde lächeln. Uns gab es schon, da war München noch eine Sandbank in der Isar. Also daran merken Sie schon, wie bedeutungsschwanger diese Stadt ist. Es ist also vernünftig, den ersten Bayerischen Fachärztetag hier in Regensburg abzuhalten. Spaß beiseite. Ich freue mich aus fachlicher Sicht, jetzt bin ich kein Mediziner und es gibt auch, anders als beim Landkreis, keine originäre Zuständigkeit der Stadt Regensburg für Gesundheitspolitik, keine kommunale, aber natürlich hat Gesundheitsstruktur und Gesundheitsversorgung und die Frage, wie es um Fachärzte bestellt ist, auch etwas und gerade etwas mit der Situation vor Ort zu tun. Und deshalb bin ich Ihnen auch dankbar, dass Sie sich intensiv mit der Frage beschäftigen, wie denn die fachärztliche Versorgung gerade im ländlichen Raum ist. Das merken wir nämlich in einer Stadt wie Regensburg, die eine boomende Stadt ist, die eine Stadt ist, die von Zuzug lebt. Nach Regensburg ziehen jedes Jahr etwa neu 1500 Personen. Das ist eigentlich untypisch für Städte dieser Größenordnung. Und wenn Sie in Regensburg zum Facharzt gehen, dann warten Sie auch sehr lange. Dann begegnet Ihnen auch das Problem, dass Sie dort lange warten müssen, bis Sie drankommen. Das hat auch damit zu tun, nicht weil alle, so wie ja landläufig behauptet wird, weil alle immer sagen, die Leute wollen nicht mehr zum Allgemeinarzt, sondern gleich zum Facharzt, sondern weil wir auch merken, eine Bewegung aus dem ländlichen Raum in die Stadt zum Facharzt hier, weil im ländlichen Raum im Zweifelsfall keiner mehr ist oder nicht genügend Fachärzte sind. Also insofern ist das auch ein Thema, was uns durchaus bewusst ist, bei aller, das muss ich ehrlicherweise sagen, bei einer sehr guten Gesundheitsversorgungsstruktur in der Stadt Regensburg, sowohl was Allgemein- und Fachärzte betrifft, aber auch was stationäre Versorgungsstrukturen betrifft. Sie wissen, wir haben hier ein Universitätsklinikum, das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, das Krankenhaus St. Joseph. Wir haben über eine evangelische Stiftung noch ein eigenes evangelisches Krankenhaus. Also wir haben da eine ganz ordentliche Versorgung. Jetzt will ich Sie aber nicht mit fachlichen Dingen langweilen, weil da kennen Sie sich besser aus als ich. Das ist ja völlig klar. Ich will Ihnen noch ein bisschen was über Regensburg erzählen, wenn es Ihnen recht ist. Also, dass wir eine uralte Stadt sind, habe ich Ihnen schon erzählt. Diese Stadt hatte ihre besondere Blütezeit im Mittelalter. Wenn Sie heute durch die Regensburger Innenstadt gehen, das ist eine sehr kleine und kompakte Innenstadt, dann begegnet Ihnen dort überall Mittelalter. Wir hatten das große Glück, dass Regensburg im Zweiten Weltkrieg von Bombenabwürfen, also die Altstadt zumindest, weitestgehend verschont geblieben ist. Bei uns ist der Bahnhof bombardiert worden und der Westen, weil wir da Rüstungsindustrie hatten. Aber der Altstadtkern ist von Bombenabwürfen weitestgehend verschont geblieben. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt einen wirklich schönen Mittelalterkern haben. Regensburg hatte seine besondere Bedeutung zur Zeit des immerwährenden Reichstages von 1663 bis 1806, der hier getagt hat. Die Historiker sagen heute, die Bedeutung des immerwährenden Reichstags damals war in etwa vergleichbar mit der des Europäischen Parlaments heute. War natürlich kein gewähltes Parlament, sondern ein Ständeparlament. Aber das hat die Stadt in besonderer Weise geprägt. Heute leben in Regensburg 138.000 Menschen und wir sind eine Stadt, die wächst, wie gesagt, was untypisch ist. Wir haben
Gott sei Dank, Stadt und Land, wir betrachten uns eigentlich als Region. So muss man sich auch heute betrachten. Es macht keinen Sinn mehr, dass man das Denken aufhört an der Grenze von Gebietskörperschaften. Im Landkreis wohnen zwischen 170.000 und 180.000 Menschen. Also wir haben Oberzentrumsfunktion als Stadt Regensburg und wir haben eine Arbeitslosenquote in der Region, die liegt knapp über 3%. Da spricht man landläufig von Vollbeschäftigung. Also es geht uns richtig gut in Regensburg. Man kann in Regensburg und in der Region gut arbeiten und leben. Es geht uns auch finanziell gut. Das sagen wir aber nicht so laut, sondern wir jammern mit den anderen Städten mit. Das gebietet die interkommunale Solidarität. Dafür mögen Sie Verständnis haben, aber im Prinzip geht es uns im Augenblick richtig gut. Wir investieren auch eine Menge. Wir haben den Erfolg dieser Stadt im Wesentlichen der Tatsache zu verdanken, also bis Mitte der 60er Jahre war Regensburg eine völlig langweilige Stadt, völlig verschlafen. Und wir haben den Erfolg im Wesentlichen der Gründung der 4. Landesuniversität in Regensburg zu verdanken. Heute leben in Regensburg nur in der Stadt 30.000 Studentinnen und Studenten. Also jeder 5. Regensburger ist, wenn Sie so wollen, ein Student. Das merken Sie auch im Alltagsleben in der Stadt. Diese Stadt ist also jung und alt zugleich. Kulturell ist viel geboten in Regensburg, sportlich auch. Wir sind zwar jetzt gerade abgestiegen in die 3. Liga, aber haben ansonsten sportlich noch eine ganze Menge zu bieten. Ich will Ihnen abschließend noch 2 Dinge sagen, die diese Stadt besonders geprägt haben. Beide sind aus dem Jahre 2006. Im Jahre 2006 war der damalige Papst Benedikt XVI. Für 4 Tage in Regensburg. Jetzt gibt es ja mehrere Orte in Bayern, die meinen, sie seien die Heimatgemeinden des Heiligen Vaters. Wir sind natürlich die Einzigen, die das zu Recht tun. Er war ja schließlich bei uns und nicht in Marktl am Inn oder sonst irgendwo. Das hatte deshalb eine besondere Bedeutung für die Stadt unter zweierlei Gesichtspunkten. Einmal, für die Generation meiner Eltern war das insofern besonders, weil jemand als Papst in die Stadt zurückkam, den sie aus der Fußgängerzone kannten. Das war also sensationell für die Regensburgerinnen und Regensburger. Und der zweite Effekt für diese Stadt war, 4 Tage lang gingen Bilder aus dieser Stadt um die ganze Welt. Auch das hat dazu beigetragen, dass heute mehr Menschen Regensburg kennen. Wenn Sie vor 20 Jahren in England unterwegs waren und haben jemand erzählt, Sie kommen aus Regensburg, dann waren Sie gut bedient, wenn Sie eine Lederhose anhatten und dem erzählt haben, Sie kommen aus einer Vorortgemeinde von München, dann konnten die sich ungefähr vorstellen, wo das ist. Das ist heute Gott sei Dank anders. Und noch etwas ist im Jahre 2006 passiert. Wir haben im Jahre 2006 von der UNESCO den Weltkulturerbetitel erhalten, und zwar nicht für ein Objekt, sondern für das gesamte Altstadtensemble inklusive eines Stadtteils jenseits der Donau, der nennt sich Stadt am Hof, mit über 1400 Einzeldenkmälern. Auch das führt dazu, dass Regensburg bekannter geworden ist und immer mehr Menschen unsere Stadt besuchen, worüber wir uns sehr freuen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil Sie haben heute nicht viel Zeit, das weiß ich, Sie haben ein volles Programm, habe ich gelesen. Sie werden also nicht so viel von der Stadt mitkriegen. Ich habe Ihnen das deshalb erzählt, weil ich damit 2 Aufforderungen an Sie verbinden möchte. Erstens, bayernweite Tagungen, egal in welchem Bereich, haben es so an sich, dass sie jedes Jahr den Standort wechseln. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, wir haben eine immerwährende Tradition in dieser Stadt. Also wenn es nach mir geht, können Sie den Bayerischen Fachärztetag jedes Jahr in Regensburg stattfinden lassen. Und das Zweite ist, ich wollte Ihnen ein bisschen Lust machen auf die Stadt. Regensburg ist wirklich eine schöne Stadt. Nicht nur die Stadt, sondern die ganze Region. Wir haben auch einen tollen Landkreis, ganz tolle Umlandgemeinden. Also es lohnt sich, wieder in diese Stadt zu kommen. Nicht nur dienstlich, sondern auch privat. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass Sie da sind und mir so geduldig zugehört haben. Herzlichen Dank und alles Gute.